An den Pfingsten feiern wir seit rund 2000 Jahren das, was wir sagen, das Kommen von dem Heiligen Geist. Es wird uns in der Bibel mit dieser Geschichte erzählt, wo die Jünger zusammen sind, etwa eine Woche nachdem Jesus sie dann endgültig verlassen hat, nachdem er gestorben und auferstanden ist und zurück in die himmlische Welt zum Vater im Himmel gegangen ist. Und er hat gesagt, wartet da, bleibt zusammen, bis der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und schon in dieser Einleitung merken wir, es geht da um Themen von geistlicher Welt, von natürlicher Welt, von Himmel und Erde. Und so ziehen wir heute Morgen weiter die Serie, die wir vor der Auffahrt bereits angefangen haben, unter dem Thema Unfassbar. In dieser Serie Unfassbar haben wir uns mit diesen Bibelstellen beschäftigt, die darüber berichten, über die Existenz und das Wesen und die Art von der unsichtbaren Realität, von dieser unsichtbaren Welt. Und unfassbar darum, weil das oft in symbolhaltiger Sprache beschrieben ist, oft auch nicht so ganz genau abgrenzt wird, sodass es eben nicht bis aufs Letzte fassbar wird, wie genau das funktioniert, was genau dort dahinter steckt und in allen Facetten und Details eben wie ein bisschen etwas bleibt. Unfassbar, aber auch, weil unfassbar in unserem Sprachgebrauch ja auch für Sachen steht, die faszinieren, die etwas Besonderes haben an sich, die einem so an sich ziehend reinziehen und sagen, ach, das ist unfassbar, unglaublich, es ist speziell, es ist einzigartig. Und so gehen wir weiter heute in dieser Serie und ich nehme nochmal Bezug nehmen auf die Grafik, die wir schon 2-3 Mal gesehen haben in dieser Serie, wo wir gehört haben davon, dass die Bibel schon ganz am Anfang uns berichtet davon, dass es einen Himmel gibt und eine Erde. Wie zwei Realitäten, zwei Welten, könnte man sagen, die parallel zueinander bestehen. Im Himmel ist die Welt von Gott, symbolisiert durch den Thron, wo er hockt, wo er sitzt inmitten von dieser sogenannten Ratsversammlung, also von himmlischen Wesen, wo ihn umgeben und mit ihm gemeinsam zusammen die Welt und der Himmel, alles was da ist, lenken, leiten, Einfluss nehmen, gestalten da drin. Wir haben auch schon gehört von dem Jesus, der da symbolisiert ist mit dieser Krone auf dem Kopf. Er, wo Gott ist, auf die Welt herabgekommen ist, um eben Gott bei den Menschen zu sein und am Kreuz dann gestorben ist und nachher wieder auferstanden ist und wieder zurück ist zum Vater im Himmel. Der Jesus, wo wie man gehört hat, in der Überzeugung von einigen Bibelauslegern bereits im Alten Testament in der Form vom Engel des Herrn in Erscheinung tritt, wie zum Beispiel in dieser Geschichte bei Mose, bei dem brennenden Dornbusch. Was heisst, dass eben der Engel des Herrn, der Mose angerufen hat zu sich. Also wir hatten vom Vater, wir hatten vom Sohn und da fehlt ja noch der dritte Teil von dem dreieinigen Gott, der Heilige Geist. Und was gibt es Besseres als heute ab Pfingsten? Ein bisschen mehr versuchen einzutauchen in das, wer ist der Heilige Geist und wie können wir mit ihm in Beziehung stehen. Jetzt, wenn ich sage Heiliger Geist, dann muss ich sagen, der Name allein, der ist ein bisschen speziell, nicht? Heiliger Geist, wenn man das so hört, geht es vielleicht ähnlich, wie es mir geht und vielen Leuten, die ich kenne. Es ist ein bisschen schwierig, sich das dann so ein bisschen vorzustellen. Heiliger Geist. Geist, ist es ein Gespenst? Ist es irgendeine so eine übernatürliche Superkraft, die irgendwie da oben ist von Gott? Oder was ist denn der Heilige Geist? Wie ist der? Was ist er? Und wie funktioniert das mit unserem Leben? Und darum ist die Idee von heute Morgen eben mal ein bisschen drin hineinzutauchen und uns zu fragen, was heisst das überhaupt? Heiliger Geist. Warum haben die Autoren von der Bibel oder Gott selber sich den Namen, die Bezeichnung gegeben? Man startet mit dem Bekannteren, mit dem Grösseren, mit dem Geist. Geist, können wir sagen, ist sozusagen der Nachname. Es gibt verschiedene Geist. Und wenn man das Wort Geist anschaut, dann kommt das sehr oft vor in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Und Geist ist die deutsche Übersetzung für das hebräische Ruach oder für das griechische Pneuma. Es sind also Wörter, die in der Bibel stehen, die wir dann übersetzt haben aus dieser Sprache von den Menschen, die sie geschrieben haben, in unseres hinein. Und das Alte Testament ist ja auch schon, bevor Jesus auf dieser Welt war, übersetzt worden in die griechische Sprache, weil die zur Zeit vom Neuen Testament, also zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, so die Weltsprache war. Und auch dort wird das Wort Ruach meistens mit Pneuma übersetzt. Oder wie wir jetzt eben heute sagen, Geist. Das Wort Geist steht aber für ein grosses Bedeutungsspektrum, also viele Facetten davon, was das wirklich heisst,
was mit dem bezeichnet worden ist. Es ist eben zum einen Geist, dann heisst es aber auch Wind, also dort, wo von Wind geredet wird, oder von Hauch oder Atem. Bei Atem kann man sich vielleicht ein bisschen überlegen, warum es ein vielfältiges Bedeutungsspektrum hat. Jetzt, wenn wir schnaufen, dann ist es ja einerseits so ein biologisch, physikalisch, materieller Prozess, wo Sauerstoff in uns hineinkommt und da die Umwandlung passiert und am Schluss dann das CO2 wieder rausgeht. Und im Detail kann ich das nicht erklären, aber man könnte das jetzt reduzieren und sagen, das ist etwas, wo so einen biologischen Prozess in unserem Leben beschreibt. Jetzt, wenn wir aber tief ein- und ausschnaufen, dann spüren wir ja nicht den biologischen Prozess. Aber wir spüren etwas von dem, dass die Lebendigkeit in unserem Leben, die Vitalität, irgendwie die Energie, die Lebensenergie, die uns antreibt, im Zusammenhang steht mit dem Schnaufen. Und so verfließen eben verschiedene Bedeutungsnuancen da drin hinein. Es ist also nicht nur der Akt vom Atem, vom Schnaufen, sondern vielmehr auch symbolisch gesprochen dann eben die Lebensenergie, die Vitalität, das, was uns antreibt. Und so kann Geist, wenn zum Beispiel von Menschen geredet werden, die einen Geist haben, eben auch Innerliches beschreiben, wie zum Beispiel die Stimmung, die sie haben, innerliche Stimmung oder ihre Haltung oder ihre Absichten, die sie antreiben, auch das kann der Geist sein. Also es ist nicht nur der Akt vom Schnaufen, nicht nur der Wind, sondern es ist eben auch das, was der Mensch in sich hineinträgt. Ein Teil von seinem Sein, wo die innere Stimmung, Absicht, Haltungen oder so tut. Wir sehen die Verschmelzung bei unserer Sprache vielleicht an Menschen noch, wenn wir sagen, etwas ist begeisternd oder begeisternd. Dann meinen wir ja nicht in erster Linie, dass es voll ist von irgendeinem Geist oder so, oder dass es voll ist von Wind, sondern wir meinen, es ist wie etwas, wo irgendeine Lebendigkeit, eine Energie, ein Ziel in sich hineinträgt, eine Absicht, oder? Das begeistert uns, das treibt uns irgendwie förmlich an. Übertrieben symbolisch gesprochen oder übertragen symbolisch gesprochen. Und so redet eben die Bibel davor schon von ganz am Anfang, dass der Mensch Ruach hat, einen Geist hat. Der Mensch hat einen Geist und der Geist kann dann ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel, er kann aufleben, er kann willig sein. Es gibt auch, wenn von Menschen geredet wird, dass sie einen Geist von der Eifersucht haben. Es kann sein, dass Geist auch Mut bedeutet. Also es wird dann vielleicht das gleiche Wort übersetzt mit mutig zu sein. Zum Beispiel beim Josua heisst es, er war mutig. Das heisst, er hat Geist gehabt, Ruach gehabt. Der Geist kann beschwert sein, missmutig sein, verstört sein. Er kann aber auch zum Beispiel fest sein, also wahrscheinlich überzeugt, sicher, fester Geist. Der Geist kann forschen, man kann den Geist reizen oder etwas, was vielleicht alle von uns gerne ein bisschen mehr hätten, manchmal ist der kühle Geist, oder? Ein bisschen die Besonnenheit, die Situationen, wenn es turbulent zu und her geht, dass man dann so ein bisschen einen kühlen Geist hat. Also es bezeichnet neben dem Wind, neben dem Hauch, dem Atem, neben dem Wort Geist eben auch innerliche Absichten, eine Haltung oder vielleicht auch eine innerliche Stimmung, die man in sich hineinträgt, die so ein bisschen verschmilzt mit Emotionen. Das ist so die eine Bedeutungsvielfalt, die eine Bedeutungsform. Das Zweite, was auffällig ist, dass es auch Wesen bezeichnen kann. Und ich tue jetzt da symbolisch neben dem Jesus und dem Gott den Geist noch an. Es ist auch eine Bezeichnung für Wesen von der himmlischen Welt, von dieser himmlischen Realität. Und in dem Sinn eben dann für uns manchmal auch ein bisschen schwierig. Wenn wir an Jesus denken oder wenn wir an Gott Vater denken, dann fällt es uns relativ einfach, uns das als ein personales Wesen vorzustellen, das Gegenüber. Also als etwas, das eine Art Charakter hat, wo es Gegenüber ist, wo man in Kontakt treten zu ihm, also so eine personale Gestalt hat. Und bei dem Geist, weil es eben so verfließt mit dem Hauch, mit dem Atem, mit dem Wind, mit dem Geist, ist es manchmal schwierig, sich das in ähnlicher Art und Weise vorzustellen. Aber der Heilige Geist, wenn er in der Bibel beschrieben wird, dann ist es eigentlich gleich, wie wenn die Bibel von Gott Vater redet oder vom Jesus redet, als der Sohn von Gott redet, also vom Gott Sohn redet sie auch von dem Heiligen Geist als ein personales Wesen, als ein Gegenüber, das einen Charakter hat, das Eigenschaften hat, das angesprochen werden kann,
wo da ist, es Gegenüber. Er heißt oft eben der Heilige Geist, er heißt auch oft Geist von Gott, der Gottesgeist, oder er heißt auch oft Geist von Christus. Und das zeigt, dass eben die Wesenseinheit von Vater, von Sohn, von Heiligen Geist, wir sagen dem Dreieinigkeit, dass das auch in dem Sinn von diesen biblischen Texten ist. Der Geist von Gott kann auch der Geist von Jesus sein, weil er das Wesen, das Göttliche in sich hineinträgt. Er ist genauso Gott wie die anderen beiden. Also es kann von dem Heiligen Geist die Rede sein, es kann aber auch von anderen Geistern die Rede sein. Und ich zeichne die jetzt einmal das symbolisch einfach so als Wesen. Das können böse Geister sein oder unreine Geister sein, die auch in dem Sinn Kontakt haben mit den Menschen, die Einfluss haben auf Menschen, also die eigentlich Wesen sind, die auch eine geistliche Form, Natur, wie auch immer man das sagen will, haben, aber von ihrer Art her eben nicht Geist von Gott sind oder Geist von Jesus, von Christus sind, sondern wo böse Geister sind oder unreine Geister. Der Geist von Gott erscheint ebenso als ein personales Gegenüber, wo Jesus sagt, wenn ich gehe, dann müsst ihr keine Angst haben, dann schicke ich ihn zu euch. Der Stellvertreter, der Tröster, der Geist von Gott, ich schicke ihn zu euch. Und das ist das, was wir feiern ab Pfingsten, dass eben der Geist Gottes auf die Erde herabgekommen ist. Ich muss ihn ein bisschen grösser zeichnen. Also der Geist von Gott ist von Jesus geschickt worden und ist gekommen und ist ein Gegenüber, wo den Menschen beisteht, wo ihnen hilft, wo sie begleitet auf ihrem Lebensweg. Dann geht es aber noch ein bisschen weiter. Und wir sehen, dass die Bedeutungsnuancen wieder verschmelzen ineinander. Also wir haben angefangen bei dieser innerlichen Haltung, bei Absichtigen, bei Stimmungen, wo das Lebensatem irgendwie beschreibt, sind gegangen dazu, dass das Wort auch als personale Bezeichnung von Wesen gebraucht werden kann. Und jetzt, wenn wir lesen vom Heiligen Geist, geht es wieder zurück auf die andere Seite, dass er eben auch als Art Kraft von Gott beschrieben wird. Was heisst, wo dann zu diesen Menschen gekommen ist und wo in sie hineingekommen ist und wo sie erfüllt hat. Kompliziert, gell? Die Kraft ist gekommen und der Geist Gottes im Alten und im Neuen Testament sehen wir, der kann Menschen erfüllen. So wie wenn man ein Gefäß befüllt mit etwas, mit Inhalt, mit zum Beispiel einer Flüssigkeit. Also es kann zunehmen, es kann sich ausbreiten, es kann etwas befüllen, wo wie als Hülle dient. Es kann ausgossen werden, wieder so eine symbolische Sprache, wo das eine Art mit Flüssigkeit beschreibt. Er kann aber auch auf Menschen sein oder über Menschen kommen oder sich auf sie legen. Vielleicht wie ein Kleidungsstück oder ein Tuch oder ein Mantel auf sie legen. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Theologieunterricht gemacht, haben ein bisschen Bibelschule miteinander gehabt. Stellt sich natürlich die grosse Frage, warum um alles in der Welt braucht die Bibel, wenn sie zum Beispiel das Wort Geist braucht, aber auch an anderen Orten Begrifflichkeiten, die nicht so trennscharf sind, die nicht so abgrenzt sind, die nicht einfach eine klare Bedeutung haben, wo man sagen kann, das ist entweder schwarz oder weiß, das ist Geist und das ist nicht Geist. Es ist genau so oder es ist genau so. Warum verschmelzen die Sachen so miteinander? Warum ist das Wort so vielfältig, dass es irgendwie extrem breit und weit an Bedeutung hat? Ich glaube, es ist darum, und zuerst müssen wir uns vielleicht kurz in Erinnerung rufen, all die Texte aus der Bibel, die sind ja in eine bestimmte Situation hineingeschrieben worden, von Leuten, die gelebt haben in einer Welt, mit Vorstellungen, wie die Welt funktioniert, mit Überzeugungen, was gut und was richtig ist, mit einer Vorstellung davon, wer der Gott ist, wer ihr Gegenüber ist. Und in dieser Zeit müssen wir versuchen zu verstehen, ja, was hat denn das für die Leute bedeutet? Was hat es für die Leute geheissen, die das dazumal gehört haben? Also die Israeliten von der Zeit vom Alten Testament oder die Juden von der Zeit vom Neuen Testament. Für was haben sie gehört, wenn man von Geist geredet hat? Und dann ist es eben wichtig, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, was wir ganz im ersten Teil gehört haben,
dass für die Menschen von der damaligen Zeit nicht so eine grosse Trennung gegeben hat zwischen Geistlichem und Lieblichem oder Geistlichem und Materiellem. Es ist nicht so eine Trennung, wie wir sie heute oft haben, dass wir das Gefühl haben, der Geist, die Seele und der Körper, das sind getrennte Einheiten von unserem Sein, unabhängig voneinander, sondern ihr Weltbild war materiell Sichtbares. Das trägt in sich etwas Unsichtbares. Und so sind für sie darum Himmelserscheinungen wie die Sonne oder der Mond oder die Sterne gefüllt gewesen mit Geistlichem, mit Inhalt. Sie können Repräsentanten sein von dieser himmlischen Realität. Es gibt keine trennscharfe Unterscheidung zwischen Geistlichem und Materiellem. Und das zeigt auch der Begriff Geist. Es kann ein Gegenüber sein. Menschen können Geist haben. Geister können aber auch irgendwie mit Menschen in Kontakt treten. Und der Heilige Geist kann Menschen erfüllen oder sich auf sie legen, da drin. Wenn wir das hören, dann gehen wir oft davon aus und haben das Gefühl, die Weltsicht von der damaligen Zeit, die sei einfach noch unterentwickelt gewesen, oder? Weil die Naturwissenschaften noch nicht gekannt haben, weil die noch das Gefühl hatten, die Erde sei eine Scheibe, sei ihr Denken noch rückständig, unterentwickelt gewesen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen eine verkürzte Sicht, weil das würde ja bedeuten, dass die Bibel hätte ein naturwissenschaftliches Buch sein, das naturwissenschaftliche Prinzipien beschreibt. Aber wieso muss dann das eine das andere ausschliessen? Es sind vielleicht vielmehr zwei verschiedene Blickwinkel auf das Leben, das wir hier haben. Und das eine versucht zu erklären, wie die Sachen funktionieren, zusammenspielen. Und das andere versucht vielleicht die Bedeutung, den tieferen Sinn vom Leben und von der Existenz irgendwie herauszufiltern. Die Bibel hat gar nicht den Anspruch, die Sachen so zu beschreiben, sondern sie will uns helfen, einen Sinn zu sehen, unser Leben zu organisieren, irgendwie mit Gott in Kontakt zu treten, also ganz auf einer anderen Ebene uns begegnen. Und so ist für die Menschen von der damaligen Zeit klar gewesen, dass man im Materiellen innen den tieferen Sinn und Bedeutung kann erfassen, das Geistliche und dass die zwei Sachen miteinander verwoben sind, zusammengehören. Und so kommen wir wieder zurück zu dem Begriff unfassbar. Und wir könnten eigentlich in dieser Sprache Ihnen dann sagen, also das Unfassbare wird durch diese Sachen fassbar, erfahrbar, vergleichbar. So wie der Lebensatem uns Vitalität gibt, so kann der Geist unser Leben, unser Antrieb, unsere Überzeugungen prägen und formen und verändern. Und gleichzeitig lässt sich es aber auch nicht reduzieren. Es bleibt unfassbar da drin. Okay, komplizierte Sache. Was hat das mit unserem alltäglichen Leben zu tun? Ich meine, schön und nett, das zu wissen. Ich glaube, dass es einen riesigen Unterschied macht auf unser Unterwegssein mit dem Heiligen Geist in unserem Alltag hinein und wir davon ausgehen, dass das so etwas Spiritistisches, Übersinnliches, nicht Fassbares, Rauchartiges ist und dass man durch irgendwelche Praktiken dann in eine Dimension oder in einen Zustand sich hineinversetzt, wo man irgendwie so einen halben Meter über Boden schwebt und tranceartig irgendwie übersinnlich, übernatürlich Informationen bekommt, Einsichten bekommt in die Welten, Sachen sieht, die man vorher nicht gesehen hat. Und wenn wir sehen, dass die Bibel das miteinander verschmilzt, dann heisst das, die Erfahrung vom Glauben, die Begegnung mit Gott, die findet nicht in einer Sphäre statt, die irgendwie abgekoppelt ist von unserem menschlichen Leben, von unserem Alltag, sondern sie findet genau dort statt, wo wir sind, weil Geist und Leben, Geistliches und Alltägliches, Übersinnliches, wenn man es so will sagen, und Natürliches miteinander verschmelzen. Weil es manchmal vielleicht weniger spektakulär aussieht, als wir es eigentlich gedacht haben. Weil Gott vielleicht auf eine andere Art und Weise zu uns redet, uns prägt und uns verändert, wie das wir uns das vorgestellt haben. Und plötzlich wird das, was so unfassbar scheint, ungreifbar scheint, was irgendwie weit weg ist, etwas für die erlauchte Elite, wo irgendwie jetzt aufgrund von irgendeiner Praktik Zugang hat zu dem und alle anderen nicht. Weg von dem hin zu etwas Alltäglichem, etwas Natürlichem in unserem Alltag drin. Und plötzlich
Schwindet vielleicht auch ein bisschen die Angst von dem, hilflos, diesen Mächten ausgesetzt zu sein, dem Geisterzeugs da, und irgendwie das Gefühl zu haben, ich werde ferngesteuert von dem auf irgendeine Art und Weise, die ich nicht sehe oder die ich nicht kenne. Wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, die Bedeutungsvielfalt von dem Geist, wo eben einerseits der Heilige Geist kann bezeichnen, dann aber in uns drin auch unsere Stimmung, unsere Absichten, vielleicht unser Wille, wenn man es so sagen will, dann heisst doch, erfüllt sein vom Heiligen Geist, dass mein Wesen, meine Stimmung, meine Absichten und schlussendlich dann auch so, wie ich handle gegenüber anderen Menschen in dieser Welt, durchdrängt sind vom Wesen, von der Art, wie Gott ist. Also göttliche Wesensmerkmale, Charaktereigenschaften, die mein Leben immer mehr anfangen zu prägen und aus dem heraus dann sich zeigen, auch dort, wo ich lebe, wo ich bin. Und auf diese Art und Weise könnte man sagen, werden wir doch zu einem Spiegelbild von Gott auf dieser Erde. Weil die Menschen das Wesen von dem Heiligen Geist in unserem Wesen drin sehen. Das Ebenbild von Gott, unser ureigenster Auftrag, wo die Bibel in der Schöpfung beschreibt, sagt, Gott hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild. Indem, dass er ihn auf dieser Welt repräsentiert. Mit seinem Sein, mit seiner inneren Haltung, mit seinen Absichten, mit seiner Stimmung, mit seinen Einstellungen. Dass der Geist von uns, unser menschliches Sein, durchdrängt wird, prägt wird, verändert wird von dem Gott in unserem Leben. Und das passiert nicht durch einen Katalog von Regeln, sondern durch die Gemeinschaft mit dem Gott, durch das Zusammensein mit ihm. Dass wir uns dem Gott nähern, dass wir Zeit mit ihm verbringen und dass sein Wesen anfängt abfärben auf unseres. Er in mir, er durch mich. Und dann sehen wir im Alten Testament und im Neuen Testament, dass die Menschen, die erfüllt sind von dem Heiligen Geist, die göttlichen Eigenschaften manchmal in einer Dimension und Intensität haben können verkörpern, wo sie nicht von sich selber raus können, aus ihrer eigenen Kraft. Sondern sie sind von Gott befähigt worden, über ihr eigenes Vermögen aus, in Situationen, wo es eigentlich nicht möglich gewesen wäre, so zu handeln oder so zu sein, den Gott zu repräsentieren, an seiner Stelle da, auf dieser Erde, eben das Ebenbild von Gott sein. Zum Beispiel, wenn wir lesen von diesen Kunsthandwerkern, die den Bundesladen und das Zelt von der Begegnung gemacht haben, heisst es, sie seien vom Geist erfüllt gewesen mit diesen Fertigkeiten, um das zu gestalten und designen. Und das heisst, dass der Josef von dem Geist befähigt worden ist, Träume zu deuten. Oder es heisst, dass Könige befähigt worden sind, durch die Erfüllung von dem Geist zu leiten, als Leiter vorausgehen. Oder im Neuen Testament einen ganzen Katalog an Fähigkeiten, die Menschen haben, weil sie eben erfüllt sind von dem, damit sie können etwas von dem Gott in dieser Welt widerspiegeln. Zum Schluss möchte ich nochmal einen Bogen schlagen. Das Verbundensein mit dem Gott zeigt uns die Bibel, das passiert auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es kann zum Beispiel sein durch das Gebet, das ist so eine Verbindung. Durch das Bibellesen, durch den Besuch von einem Gottesdienst, wo man irgendwo in Kontakt kommt, Beziehung kommt mit dem Gott. Gemeinschaft mit anderen Christen. Durch das gemeinsame Singen im Worship, durch Kontemplation, wo man irgendwo sich Gedanken macht, wo man nachsinnt über Eigenschaften von Gott, über Texte aus der Bibel oder anderen Sachen. Über den Dienst am nächsten Menschen. Es ist enorm vielfältig. Aber Gott lässt sich wie nicht reduzieren auf eine einzelne Form, sondern es ist das eben, dass sie, die Verbundenheit mit Gott, die abfärbt auf uns in dieser Vielfalt drin. Und der eine findet sich mehr da und der andere findet sich mehr dort. Ich schließe den Bogen zu diesen bekannten Texten. Zum Beispiel einer aus dem Epheser 5, ab Vers 18. Ein bekannter Text, was heisst, dass wir uns nicht betrinken mit Wein, sondern erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und dann ist noch spannend, dann geht es weiter. Und wie das passiert ist, in der einen Übersetzung wird das so schön verbunden, indem ihr einander, und jetzt,
ermutigt durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch der Geist Gottes schenkt. Und noch ein paar andere Sachen. Also das ist eine Form, zum Beispiel eben durch das gemeinsame Singen, durcheinander ermutigen, durcheinander vielleicht auch ins Leben hineinzureden, in dieser Gemeinschaft hinein, können wir erfüllt werden von dem Heiligen Geist. In welchem Sinn? In dem Sinn, dass wir uns mit dem Wesen von Gott auseinandersetzen, die Eigenschaften kennenlernen von ihm, sie anfangen, unser Sein, unser Denken, unsere Absichten durchdringen. Oder wenn wir an die Waffenrüstung denken, die wir auch schon gehört haben in dieser Serie, wo im Epheserbrief beschrieben wird, dass man jeden Tag so eine Übung, also nicht jeden Tag, dass man regelmäßig andauernd so eine Übung könnte machen, dass man eben verschiedene Eigenschaften, die symbolisiert werden durch Elemente von der römischen Rüstung. Und das sind die Vergleiche, die dort kommen. Es sind Eigenschaften, Wesensmerkmale oder Themen vom christlichen Glauben. Gerechtigkeit, Wahrheit, die Bibel als das Schwert, das uns bezeichnet wird, der Glaube als eine Art. Und plötzlich wird das nicht so spooky und nicht so fernab und irgendwelche Praktiken, sondern ja, in der Auseinandersetzung mit dem Gott. In dem, dass ich auf verschiedene Art und Weise Zeit mit ihm verbringe, Zugang finde. Wir gemeinsam miteinander, du vielleicht allein persönlich in deinem Unterwegssein mit Gott, fängt das Wesen an abfärben. Und die Wahrheit fängt mein Denken, meine Absichten, meine Einstellung an verändern, durchtränken. Und fange darum an, meine Entscheidungen zu verändern. So werde ich zu einem Ebenbild von Gott auf dieser Erde. Oder die Frucht vom Heiligen Geist. Oder die Frucht vom Heiligen Geist aus dem Galater 5. Die ist ganz natürlich. Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, Liebe, Geduld, Frieden, Freude, Freundlichkeit. Wo sich das göttliche Wesen in unserem alltäglichen Leben ihnen zeigen. Der Begriff Geist, Ruach, Pneuma lässt uns ein dazu, die Trennung zwischen Geistlichem und Natürlichem aufzuheben und zu sagen, es ist vielleicht manchmal näher und gleich bleibt es unfassbar. Ich habe Zugang dazu auf Sachen, die mir bekannt vorkommen, die ich kenne, in dem Unterwegssein, in dieser Gemeinschaft mit Gott. Und trotzdem kann ich Gott nicht auf das reduzieren, weil er ist mehr, er ist grösser, er ist weiter. Und Pfingsten ist das Fest, wo wir das feiern. Dass der Gott mit uns ist, bei uns ist, ja sogar in uns ist und alles von uns kann und möchte durchtränken, auf das wir auf dieser Erde sein Ebenbild sein können, ihn können repräsentieren, auch in unserem Umgang miteinander und mit den Menschen, die wir im Alltag begegnen. Und so schließe ich mit dem Vers aus Galater 5,25, wo es heißt: Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. In unserem Alltag drin, in unserem alltäglichen Leben, dass der Geist uns durchdrängt und uns zu Repräsentanten machen kann, durch seine Kraft, die er hat auf dieser Erde für Gott. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist und dass du die Türen aufgemacht hast zu dieser neuen Realität. Dass du der Erste bist, der uns vorgelebt hat, was das heisst, in dieser engen Verbundenheit mit dem Gott, mit dem Geist von Gott zu leben und unterwegs zu sein. Und ihn zu repräsentieren auf dieser Welt. Sodass alle Menschen, die dir begegnet sind, Gott begegnet sind, weil du bist der Gott in Person. Und dass Menschen Zugang gefunden haben zu Gott in dir und durch dich. Und ich danke dir für das Geschenk, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben haben dürfen. Jedes einzelne von uns, der das möchte, kann ihn bei sich haben, kann ihn in sich haben, kann erfüllt werden von dem. Und ich bitte dich für mein alltägliches Unterwegssein, dass du mir hilfst, immer wieder so Zeiten zu finden von der Verbundenheit mit dir. Dass du mir hilfst, das in meinen Alltag reinzunehmen. Dass du mir hilfst, Neues von dir zu entdecken, zu wachsen da drin. Und Heiliger Geist, dass du immer mehr abfärbst auf mein Wesen, auf meinen Geist, auf meinen Ruach,
sodass ich dich repräsentieren kann, hier auf dieser Welt. In all diesen Begegnungen, wo ich drin bin. Die Heidenfamilie, dort, wo ich arbeite, dort, wo ich mich treffe mit anderen Menschen. Hier in der Kirche. Dass wir einander so Repräsentanten von Gott sein können, die erfüllt sind von dem Heiligen Geist. Amen.